Herzlich willkommen bei Evolvium, deinem Podcast für tiefe Wahrheit und biblisch fundierte Perspektiven. In dieser Folge heute reden wir über ein Thema, das viele kennen, aber für viele auch herausfordernd ist: der Glaube im Alltag und im Familienalltag. Ein Gespräch mit dem Sandro und der Natanja, den Eltern von 2 Kleinkindern, und mit dem Noah, einem jungen Erwachsenen, der in einer gläubigen Familie aufgewachsen ist. Sie reden ganz offen und nahbar darüber, wie Glauben in einem vollen Leben gelebt werden kann. Wir erfahren, wie individuell Glauben ist und was gleich bei allen irgendwie gleich läuft. Ich durfte die 3 unserer Heimgemeinde, der Bewegung Plus Solothurn, interviewen, das im Rahmen eines Tag-Gottesdienst. Und an dieser Stelle vielen Dank an die 3 für ihre Offenheit. Und jetzt dir viel Freude und Inspiration beim Zuhören. Ja, dann darf ich die 3 gerade führen bitten. Noah, Sandro, Natanja. Schön seid ihr dabei. Ihr dürft es euch gerade gemütlich machen. Ich warte noch mit gemütlich. Ich möchte euch noch kurz sagen, was euch jetzt erwartet in den nächsten paar Minuten. Der André ist vor ein paar Monaten an mich herangetreten mit der Idee, Tag-Gottesdienste zu machen. Und ich habe gefunden, ja, ich mache ja Interviews, dann geht das schon, machen wir doch mal, was ist die Idee dahinter? Und dann ist so als erstes Thema entstanden, hey, Familie und Glauben, wie wird das gelebt? Gerade weil wir die Themen haben mit der Jugend, die sich irgendwie mehr zeigt und so weiter. Und dann haben sich da die 3 mehr oder weniger freiwillig gemeldet. Und ich danke euch mega, dass ihr dabei seid. Es ist so, das Thema heute ist Glaube im Familienalltag. Aber ich möchte euch allen, auch wenn ihr vielleicht nicht in dem Sinne eine klassische Familie habt, zusprechen, dass für jeden etwas dabei ist zum Mitnehmen. Sei das für eben Familie klassisch, Mann, Frau und Kind, oder aber auch jemand alleinstehend oder ältere Generationen, wo die Kinder schon lange ausgeflogen sind und irgendwo in der Weltgeschichte umreisen. Ich denke, es ist für jeden etwas dabei, weil Gott ist im Zentrum. Es geht um Jesus, wie wirkt er, was bewirkt er. Und schlussendlich, egal in welcher Lebenssituation du bist, jeder von uns hat ganz sicher eine Beziehung und das ist die zu Jesus. Und darum lade ich euch einfach ein, mit offenen Herzen und Ohren jetzt zu hören, was die 3 zu berichten haben. Ich habe mir überlegt, wie können wir starten mit dem. Und es ist eine Aufgabe für euch, die einfach jeder mega gerne hat. Ein Wort, das euch in den Sinn kommt, wenn ich sage, Glaube in deinem Alltag. Und der Sandro darf gerade mal starten. Nur ein Wort? Ja, dann würde ich sagen Vertrauen. Über sich herauswachsen. Erfüllend. Vertrauen, über sich herauswachsen und erfüllend. Also das fängt schon mal gut an. Ich bin gespannt, was da alles kommt. Ich würde gerne von jedem von euch einen ganz kleinen Einblick bekommen, wie so ein normaler Tag mit Gott bei euch aussieht. Und da würde ich gerne den Noah als erstes hören, wie sieht so ein normaler Tag im Leben von einem 18-Jährigen, bist du, gell, aus, wenn Gott an der Seite ist. Und vielleicht auch, was macht der Unterschied, wenn er nicht so? Also ich stehe am Morgen auf jeden Mensch. Manchmal kommt es ein bisschen darauf an, wie wach das ich schon bin, der Betty, und sonst mache ich es dann halt im Geschäft. Ja, und dann, ich bin halt so ein Mensch, wenn ich gerade irgendein Problem habe oder sonst irgendetwas, oder wenn ich für etwas dankbar bin, dann sage ich gerade Merci und gehe so ehrlich mit dem durch den Tag. Ja. Also ist für mich eigentlich wie normal, bin ich auch so gelehrt worden, dass ich das eigentlich so mache. Merci vielmals, Noah. Natanja, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich werde meistens in der Nacht schon mehrmals geweckt und dann am Morgen teilweise schon um 5 Uhr unfreiwillig. Genau, ich starte Mittag dann häufig mit probieren, dass die anderen noch weiter schlafen oder mindestens jemand.
Genau, heute Morgen das andere zum Beispiel. Ja, und meistens bin ich relativ müde und teilweise schon genervt. Und dann bleibt mir meistens wie nichts anderes übrig, als zuerst mal Gott die Nacht herzulegen und den neuen Tag. Genau. Und dann verläuft mir der Tag relativ ähnlich. Wenn ich für Sachen dankbar bin, dann bringe ich das meistens vor Gott. Aber auch wenn Sachen nicht klappen, was relativ häufig vorkommt bei uns, oder ja, einfach die Energie fehlt. Genau, und am Abend ist bei uns recht klassisch. Wir zusammen beten und vor dem Essen wir singen oder beten. Und ja, beten für Menschen, die uns wichtig sind, für Sachen, die wir dankbar sind, für Sachen, die uns schwerfallen, für Krankheiten, Schmerzen. Merci vielmals, Natanja. Ich möchte nur kurz das aufgreifen. Du hast am Anfang gesagt, über dich auswachsen. Und genau das, oder die schwierigen Momente auch herzulegen, dort merken wir, hey, wir können nur mit Gott über uns auswachsen. Mega schön. Merci vielmals. Sandro, wie sieht dein Tag mit Gott aus? Ja, am Morgen mal aufstehen. So unter der Woche ist das irgendwie um halb 6. Dann, wenn ich aber schon mal vor dem Essen oder während dem Essen probiere beten und sonst ist spätestens zum Arbeiten fahren. Entweder beten oder einfach Worship hören, dass ich dort mal ankomme. Und ja, durch den Tag durch immer wieder so ein bisschen, ja, einfach probieren im Kontakt bleiben mit Gott und mit Jesus. Und ja, der Trend vom Tag hat Natanja schon erzählt, wie es läuft mit den Kindern. Da probieren wir wirklich die Zeit einzuplanen und auch den Kindern uns zu geben, wo wir echt zurückkommen mit Gott und runterfahren mit Gott zusammen. Und dass echt dann die Nacht super in seinen Händen liegt, auch wenn es ja, manchmal schwierig ist, aber Vertrauen haben wir gleich darauf, dass eben Gott wirken kann. Und auch wenn wir es manchmal nicht sehen, aber das ist halt einfach so. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und wahrscheinlich wirkt er vielleicht einfach in diesen Phasen nicht in dem, dass er die Kinder schlafend stellt, sondern dass er euch oder dir Kraft gibt, um das gleich durchzuziehen. Eure Kinder sind noch relativ klein und ich weiss, ihr seid vorher schon gläubig gewesen. Wie sehr haben die Kinder euren Glaubensalltag verändert, vielleicht sogar herausgefordert, aber auch zusätzlich gesegnet? Bei mir hat es relativ viel über den Kopf geworfen. Ich so quasi, ja, ich so mal zu erfahren, was Vaterliebe überhaupt bedeutet, was Gott für uns fühlt und ich so zu spüren, was in der Bibel dort steht, wenn er sagt, dass er uns liebt. Und das, was wir uns vorstellen können, das ist echt noch viel grösser, was er für uns fühlt. Und echt so in dem ganzen Alltag, in diesen Momenten, wo das Kind am liebsten einen an den Ring zwicken, weil es denkst du, Gott hat das echt für jeden Menschen. Er will einfach trotz allem, was wir machen, was unsere Kinder machen, er liebt uns. Und das auch als Vorbild nehmen. Und wir können unsere Kinder auch genau gleich lieben, wie Gott uns liebt. In unserem Rahmen, den wir haben, in unseren Möglichkeiten, die wir haben, aber dass wir dort nicht vergessen, dass das auch unsere Aufgabe ist. Und das ist sicher etwas, was ich müssen lernen kennen, was sicher am Anfang sehr schwierig war, heute auch immer noch schwierig ist, manchmal, ja, aber wo man definitiv drin wachsen darf, das ist sehr schön. Ich glaube, was es auch mega verändert hat, vorher waren wir halt beide für uns selber verantwortlich gewesen. Wir haben beide
unser eigenes Geld, wir haben unseren eigenen Job, ich habe meinen Job sehr gerne gemacht und plötzlich ist da etwas, das alles auf den Kopf stellt, das die Zeit bestimmt, das den Tagesrhythmus bestimmt, also alles in deinem ganzen Leben bestimmt. Und plötzlich kannst du dich nicht mehr auf dich selber verlassen. Und ich glaube, das hat uns beide recht aufgerüttelt und mega Tiefe reingebracht, die Beziehung zu Gott. Und vorher sind wir eben so ein bisschen, wir waren zwar verheiratet und wir hatten zwar beide eine Beziehung zu Gott, aber ich glaube, es hat mega viel Tiefe gefällt in der gegenseitigen Beziehung und in der Beziehung zu Gott. Merci vielmals für euren mega offenen Einblick in das, was bei euch innen gemacht hat. Ja, Jesus hat schon gesagt, seid wie Kinder. Und ich denke, da dürfen wir uns immer wieder daran erinnern. Jetzt Noah, du bist nicht im Ganzen so klein wie die Malia und der Levi. Das ist ein paar Jahre her. Du bist schon junger Erwachsener. Und vorher hast du gesagt, nicht quote on quote, aber du hast gesagt im Sinne von, du hast jetzt beigebracht bekommen, dass du eigentlich quasi den ganzen Tag mit Gott unterwegs bist und im Gespräch. Was bedeutet Glauben für dich, für einen Noah, unabhängig von Familie und von Erziehung? Für mich ist es einfach, wenn ich irgendwie mit mir selber nicht zufrieden bin. Oder sonst, wenn ich ab und zu mal daheim Streit, das darf man glaube ich sagen, aber das ist auch nichts Schlechtes, da kann man immer etwas daraus lernen, wird die Beziehung auch enger. Für mich ist eigentlich Glaube, immer wenn ich irgendetwas habe, ich kann immer dort hingehen. Es ist ein Ort von Ruhe, wo ich mich wohlfühle und es ist auch egal, wo ich bin. Also es muss nicht in meinem Zimmer sein oder sonst jemand. Für mich ist immer das beste Beispiel, ich habe auf dem Bauernhof geschafft, im Jura. Dort bin ich so ziemlich allein gewesen, weil es auch nicht mega viele Leute dort hatten. Und dort, muss ich auch sagen, ist so die Beziehung zu Gott am stärksten gewesen, würde ich jetzt sagen, bis jetzt im Leben. Echt, weil dann hast du wie müssen, oder du hast mit dir selber müssen klarkommen und das habe ich nicht können. Und dann habe ich es dann mit Gott zusammen gemacht und dort ist es dann auch gegangen. Und ja, das ist eigentlich so Papi im Himmel. Mega schön. Als ich mir das jetzt vorgestellt habe, wie du dort auf dem Bauernhof bist und mit Gott gewisse Sachen vielleicht auch ausgecatcht hast, habe ich so ein bisschen den Vergleich angesetzt. Heutzutage, das wissen wir, bist du als Jugendlicher und junger Erwachsener mit mega vielen Ablenkungen konfrontiert und vor allem sehr stark wahrscheinlich damit, was die Welt will von dir. Und gleichzeitig weisst du wahrscheinlich, was Gott will von dir. Wie gehst du mit dieser Spannung um, so im Alltag? Ja, am besten das Handy abstellen. Das Handy ist jetzt ist eine komplette Reizüberflutung. Es leitet ja auch immer in irgendeine Bubble und dann hast du das Gefühl, ja, du bist der Richtige und dann machst du alles richtig, weil es so ist, wie die das sagen. Dann geht es wieder andere und wieder andere und wieder andere. Am besten ab und zu mal aufs Handy schauen, was gerade so passiert, aber immer dort, also nicht vergessen, von wo dass man kommt, weil die Eltern hier in der Kirche, die geben nicht Wert, die wissen, was richtig ist. Amen. Ich hoffe, es haben alle Jugendlichen gehört und mitgeschrieben. Und da wirklich einfach auch mal an alle Eltern, aber auch einfach ein riesiges Kompliment, die dranbleiben, sei das bei den Kleinkindern, aber auch bei den Teens und auch bei den jungen Erwachsenen, die auch mit all ihren Schwächen immer wieder das Gott herlegen und sagen, hey, nimm du mal das Ruder, wenn es vielleicht ein bisschen schwierig ist mit diesen Kids. Es kann ja auch herausfordern, wie wir gehört haben. Jetzt haben wir hier gehört, das Handy einfach mal so ein bisschen auf die Seite. Für viele in der heutigen Welt ist das Handy schon fast ein Ritual geworden, zum Runterfahren. So ein Statement, ja, ich gönne mir jetzt 20 Minuten scrollen im, ich weiß nicht, was es alles gibt, YouTube, Instagram, ja. Das ist ein Ritual, das man machen kann. Es gibt aber auch Rituale, die wir als Christen kennen. Was kommt euch so spontan in den Sinn? Der Sandro ist schon am Lächeln. Was gibt es für Rituale für dich, die dich näher mit Gott verbinden oder in seine Präsenz bringen? Sicher der Klassiker, die Bibel lesen. Aber es gibt auch ein bisschen, ich sage, modernere Wege, dass man einfach irgendwie eben
irgendeine gute Predigt auf YouTube nachschaut, nachlässt, Worship hört, dass sie echt so, oder irgendeinen Podcast hört. Das sind einfach so die Sachen, wo ich das Gefühl habe, da kann ich auch ein bisschen runterfahren damit, wo ich auch wieder ein bisschen Gegenwart kann von Gott. Oder ganz schön finde ich einfach wirklich richtig Ruhe. Nichts machen, nichts überlegen, einfach mal sein. Und einfach Gott führen in dieser Zeit und sagen, du, es ist jetzt meine Zeit mit dir, wenn du sie füllen willst, füllst sie und sonst lass mich sein. Das genieße ich mega, einfach so draussen irgendwo auf einem Bänkchen hocken oder irgendwie auf einer Schaukel hocken oder so und einfach nichts. Das ist für viele unverständlich, dass das geht, gell? Dass man einfach nichts kann, aber einfach abschalten, einfach Kopf runter und mal einfach sein. Natanja, du hast gegrinset und genickt und dann hat der Sandra gesagt, das ist unverständlich für dich. Wie darf ich das deuten? Ich glaube, ich mache es einfach anders. Ich komme ganz anders zur Ruhe wie Sandra. Genau, ich brauche viel länger. Es muss ganz viel zuerst erledigt sein und ich brauche eine gewisse... Räumlich brauche ich viel mehr Anforderungen, dass ich zur Ruhe kommen kann wie Sandra. Genau, bei mir müsste Joke in einem leeren Raum stehen oder im Wald, wo niemand durchläuft, kein Geräusch und nichts. Genau. Aber wir haben Kopfhörer daheim, die relativ gut Schall dämmen. Genau. Ja, wie am Mittag ist bei Music King bei uns Mittagsruhe machen und dann habe ich wie meine Zeit mit Gott. Und genau, ich fühle es relativ ähnlich. Manchmal einfach in der Gegenwart von Gott, ohne Musik und nichts. Und manchmal mit einer Predigt, lese in einem Buch, das mich weiterbringt in meiner Beziehung mit Gott oder in der Bibel. Ich finde es mega schön, wie man sieht, es ist zwar herausfordernd mit Kindern, so, aber du schaffst den Raum, wie du sagst, hey, die Stunde am Mittag, das ist einfach meine Zeit mit Gott und die gehört ihm und mir und das ist mega schön, bereichernd. Wie sieht es bei dir aus? Wir haben es zwar schon so ein bisschen angetönt, aber vielleicht magst du es gleich auch noch ein bisschen ausführen. Bei mir ist es ähnlich wie beim Sandro. Also draussen in der Natur einfach Ruhe, nur kann ich nicht still sitzen, wegen dem muss ich mich währenddem noch bewegen. Ich gehe meistens dann irgendwie joggen, nur das ohne Kopfhörer und ohne Handy. Am besten lässt du es echt daheim. Und dann ist es dann so ein Joggen, das Säckchen mal, und dann kommt mir ein Gedanke, dann fange ich an zu laufen und schaue irgendetwas an. Ja, einfach in die Ruhe kommen mit der Natur. Und dann kommt dann schon irgendein Gedanke, weil muss etwas kommen. Es muss etwas kommen. Es ist so schön zu sehen, wie individuell das ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim Zuhören, aber ich finde, man merkt einfach so, keiner tickt wie der andere, es gibt vielleicht Ähnlichkeiten und bei allem, was sich unterscheidet, ist einfach der gleiche Nenner, sagt man dem, glaube ich. Ist einfach immer noch Gott. Wie redet Gott zu uns? Und wenn wir ihm diesen Raum geben, egal ob das beim Joggen ist, ob das auf einer Schaukel ist oder ob das einfach mit schalldämpfenden Kopfhörern inmitten von einem lärmenden Kinderhort fast, er ist da und will zu uns reden und ihm diesen Raum zu geben, ist einfach das Wichtigste. Mir würde noch etwas in Bezug auf Raum geben, wundern Noah, so außerhalb der christlichen Bubble. Wie kannst du die Glauben mit in den Alltag nehmen? Wie leicht fällt es dir vielleicht auch mit Leuten darüber zu reden oder Gott zu bezeugen? Also da muss ich ehrlich sagen, ich habe selber manchmal ein bisschen Mühe, dass ich den Faden verliere. Halt, wie ich vorher gesagt habe, kommst halt komplett in eine andere Welt, wenn du nicht mehr hier in der Kirche bist. Ich probiere mir so meine Medien anzugewöhnen, dass ich wie nicht wieder abdrift oder sonst irgendjemand bin. Und ich bin eigentlich ziemlich offen. Ich habe eigentlich immer in meinem Handy so ein Bibelversli. Jetzt weiss ich gerade nicht, was für einer drin ist. Aber die Leute fragen mich dann ja, wieso hast du das, wieso machst du das? Und dann erzähle ich gerne davon, aber ich habe mittlerweile aufgehört, dass ich auf die Leute zugehe und nicht davon erzählen, weil mittlerweile sind alle so in ihrer eigenen Welt.
du kommst wie gar nicht durch oder bekommst dann einfach eine Dumme. Aber wenn die Leute dann auf dich zukommen, dann sind sie meistens auch offen dafür. Wenn ich jetzt gerade irgendwie sehe, jemand vor der Klasse oder was auch immer, dem geht es schlecht oder so, dann gehe ich natürlich auch auf die zu. Aber nicht mit dem Gedanken, den jetzt ihren Gott nachbringt, sondern ich will dir einfach helfen, weil dann fragt sie sich dann schon, wieso hilft er, weil die meisten machen das heutzutage nicht mehr. Und dann kann man es dann bringen. So. Ja, so bist einfach schon du als Mensch ein Zeugnis und ein Spiegel von Jesus. Ja, ich halte es eigentlich so ein Licht in der Umgebung. Mega schön, mega. Wie sieht es bei euch beiden aus? Also ich habe häufig nicht so den Mut, darüber zu reden. Wenn mich jemand darauf anspricht, dann ist ganz klar, dass ich die Wahrheit sage und so, wie ich Gott wahrnehme. Genau. Und in unserem näheren Umfeld ist sicher ein Thema, dass wir darüber reden und erzählen. Am Sonntag ist wie klar, wir sind in der Kirche, am Sonntagmorgen haben wir Gebetszeit. Und am Nachmittag manchmal sind sich einfach durch und es liegt auch nicht viel drin. Ich denke, das ist sicher auch in unserem näheren Umfeld bekannt und auch in der Nachbarschaft. Ja, und sonst probiere ich auch einfach mit meinem Leben ein Beispiel dafür zu sein und so zu leben, wie es Jesus uns vorgelebt hat und mit den Menschen so umzugehen. Merci vielmals, Tanja. Sandro, möchtest du da noch etwas ergänzen? Ja, was ich selber noch mache, ist zwischendurch auch beim Arbeiten und so ein T-Shirt, wie ich jetzt heute anhabe, irgendwie anzuhaben. Einfach auch ein bisschen zum Schauen, kommen Reaktionen, kommen keine. Nicht auf die Leute zugehen, aber einfach mal schauen, kommt irgendetwas. Es hat schon das eine oder andere mega coole Gespräch gegeben, wo irgendjemand hat gefragt, ja, was heisst jetzt das, was ist das? Und dann habe ich das erklärt, probiert zu erklären in meinem Wissen, das ich halt habe. Und wenn da irgendetwas ist, jetzt weiss jemand mehr oder wissen zwei mehr, wo sie hergehen können, wenn sie dann mal irgendwie Fragen haben. Und einfach auch auf diesem Punkt stehen, dass man eben nicht muss aktiv auf die Leute zugehen muss, sondern dass man eben wirklich das Licht sein und anders vorleben als die anderen machen. Und ja, das finde ich mega schön, eigentlich auch, eben im Hintergrund das zu haben, dass man weiss, okay, jetzt wissen schon wieder ein paar mehr, was sie machen. Und ja, jetzt wann war das? Vor einem halben Jahr. Ich mache ja seit 2 Jahren das Professional. Jetzt vor einem halben Jahr hatten wir ein Meeting vor der Abteilung. Dann habe ich so gesagt, ja, und dann sind neue Mitarbeiter gekommen und dann hat man sich vorgestellt und so. Und dann habe ich auch mal gesagt, ja, eben dann am Freitag, wenn ich aber früher gehe, dann mache ich eine Bibelschule. Dann hat so der eine gefragt, ja, was das sei. Ich habe nicht gesagt Bibelschule, sondern ich habe gesagt theologische Ausbildung. Dann hat er gefragt, ja, was denn das ist. Dann so, ja, eben einfacher gesagt, es ist so eine Bibelschule. Dann so, mega spannend und mega cool, das habe ich gar nicht gewusst von dir. Und das ist eben schon noch spannend, wenn man es nur das Mühe auftut. Man muss nicht gerade Vollgas reingehen, aber ein bisschen Mühe auftun, was dort für Reaktionen kommen. Das ist mega cool. Mega cool. Noah, du hast mich gerade so angeschaut. Hast du einen Gedanken teilen? Nein. Oh, okay, gut. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich habe noch etwas. Super, danke. Was ich auch das Gefühl, was einen mega Unterschied macht bei uns, ist so der Wert in der Familie. Wir verbringen relativ viel Zeit zusammen. Wir haben relativ wenig Hobbys außerhalb der Familie. Ich kenne viele Familien, dort ist der Mann jeden Abend dort und noch dort und noch dort und die Frau hat noch diese Gruppe und das und das. Das habe ich das Gefühl, ist ein mega Unterschied in der heutigen Zeit, dass wir relativ viel als Familie dort den Wert darauf legen, miteinander Zeit zu verbringen. Merci vielmals. Ich habe mir das gerade so vorgestellt. In der Bibel haben wir ja das Wording von, dass man eins ist in einer Ehe und Jesus quasi im Zentrum und dann auch mit euch ist. Und ich denke, das ist auch schlussendlich der Ort, wo ihr Kraft tanken könnt und euch zusammenfinden, zusammen mit Jesus.
Und vielleicht auch die Herausforderungen, die eben so ein Alltag als Ehepaar und als Eltern mit sich bringt, einfach gemeinsam auch herlegen kann. Also das eine ist ja, jeder hat seine eigene Zeit mit Gott, aber als Paar teilt man wie auch nochmal die Beziehung. Also es ist wie so beides gleichzeitig. Und ich finde es mega schön, wenn man dort auch sagen kann, hey, das ist wie der Fokus. Wie geht ihr mit Druck von außen um, wenn zum Beispiel die Welt euch etwas anderes sagt als Gott? Mir ist es völlig egal, was die Welt sagt. Schließen mit dem an. Ich bin, glaube ich, relativ schnell unter Druck, vor allem, weil ich gerne Sachen sehr geordnet und ich tue sehr viel zwischen richtig und falsch unterscheiden, bevor ich dann wieder herhöre und merke, ah nein, es gibt hier im Fall auch noch etwas anderes. Genau, aber ich bin relativ schnell verunsichert, habe ich das Gefühl. Oder du schnell Sachen hinterfragen. Und was hilft dir dort wieder zurückzufinden? Also sicher das Gespräch mit Gott, der Austausch mit dem Sandro, aber auch mit Leuten von außen. Aber es kann immer wieder bewusst werden, dass Gott jeden in ein anderes Umfeld hat gestellt und in eine andere Rolle hat gestellt. Und dass wir manchmal einfach vielleicht zu viel urteilen über andere. Also nicht nur andere über mich, sondern auch ich über andere. Merci vielmals. Das ist etwas Wichtiges gesagt. Gott stellt jeden genau dort her, wo er ihn haben will, mit genau diesen, sagen wir mal, Fähigkeiten und vielleicht auch Art zu glauben, den Glauben zu leben. Etwas, was mich noch wundernimmt, weil es doch ein paar Jahre her ist und ich noch nicht gläubig war als Jugendliche, nimmt es mich einfach so Wunder als Jugendliche. Was regt dich an erwachsenen Gläubigen auf, in Bezug auf den Glauben? Oder gibt es etwas, wo du würdest sagen, hey, Leute, tut euch ein Herz neu auf oder irgendetwas? Also früher hat es mich immer aufgeregt, dass alle so strikt sind und ihre Regeln haben, aber das habe ich jetzt auch gecheckt, wieso das so ist. Also das ist nichts Schlechtes. Sonst aufregen tut mich eigentlich nichts. Ich eigentlich mit allen Verständnis. Das geht jetzt nicht an alle Eltern, also die älteren Eltern, so ab 70. Ich verstehe auch, dass man da nicht mega offen ist so für die neuen Sachen, halt, die kommen, weil man es anders gelernt in einer anderen Zeit gelebt. Aber trotzdem, dass man halt da offen ist auch für Neues, weil es ist nicht einfach alles schlecht, nur weil wir es nicht so kennen, wie es ist. Ja, einfach offen sein für Neues, schauen, wie der Mensch an sich ist und nicht unbedingt, was er alles denkt. Weil man hat so, wie vorhin schon gesagt, eine Reizüberflutung. Die meisten wissen auch selber nicht genau, was sie wollen denken oder sollten denken, weil sie sich gar nicht mehr ordnen können. Merci vielmals. Genau, Amen. Weil du jetzt so einen Flow hast, würde mich noch wundern, was würdest du einem Jugendlichen sagen, der vielleicht frisch im Glauben ist und noch nicht so genau weiss, was kommt da auf mich zu, was bedeutet das jetzt? Ja, also bei mir ist es jeden Tag auch so, einfach darauf freuen. Es kann nur gut kommen mit Gott, auch wenn man manchmal denkt, ja, das ist jetzt der falsche Weg, den ich genommen habe. Lehrst trotzdem daraus, hat jeder schon gemacht. Auch. Aus diesen Sachen wirst du dann auch stärker, weil sonst lernst du ja nichts, wenn du immer alles richtig machst. Und ja, einfach auf Neues einlassen und immer wieder, manchmal muss man halt auch mal nichts machen, manchmal scheisst es ein bisschen an, dass man sich jetzt dafür einsetzt, aber auch dort dann einfach die Sachen, die kleinen Sachen sehen und an denen Freude haben, die wertschätzen und dann kommt es eigentlich schon gut. Also ich würde nicht sagen, es gibt einen roten Faden, wie man das machen muss. Das ist bei jedem so individuell. Und auch ein bisschen hören. Also, ich kann jetzt mega gut mit Musik auch, das habe ich vorhin noch vergessen, mit Musik ist bei mir, dass ich hier mit Gott reden kann, aber es gibt auch andere Leute, die können lesen. Scheisst mir jetzt persönlich ein bisschen mehr an. Ja, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was einem passt und wie es für einen gut ist, dass man sicher so ein bisschen in die Richtungen schauen, die einem auch schon interessieren. Sei das Mandala mal oder weiss nicht was, das kann alles sein. Merci vielmals. Noch eine letzte Frage an dich. Und vielleicht probierst du es noch so ein bisschen kurz zu überlegen, wie es vielleicht den Kollegen im Umfeld geht, die auch gläubig sind.
Was brauchen die Jugendlichen von uns Erwachsenen oder Alten? Was hilft euch vielleicht auch, oder hat geholfen, den Glauben zu stärken? Was sind die Sachen, die du zum Beispiel auch sagst, die deine Familie dir mitgegeben hat, die dir geholfen hat? So einfach die, wie wir vorhin gesagt haben, die Rituale, das am Morgen beten, das mitgeben, dass man mit allem kann gehen zu Gott, was auch immer das ist. Er liebt dich immer so, wie du bist. Bei mir sind natürlich die Hörspiele, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, mit diesen 100 CDs, die waren super gewesen, immer weiter brauchen. Und dann halt auch, dass man so Familienferien, einfach das Zeugs auch mal, wir haben so einen ich weiß nicht wie der heißt, so einen Gottwürfel, wo man manchmal so würfeln und dann sagt man, für was ist man dankbar, für was ist man nicht so dankbar, was hat einen angeschissen diese Woche. Dass man so Sachen weitermacht. Ich hatte die Phase auch, wo ich gar nicht Lust hatte auf das und dann bin ich nicht gekommen, aber jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe und jetzt gehe ich auch wieder. Dann hätten meine Eltern aufgehört mit dem, dann wäre ich nicht gegangen und dann wäre ich jetzt auch ganz nicht mehr da. Ja, merci vielmals Noah. Also liebe Eltern, dranbleiben, auch wenn die Jugendlichen vielleicht gerade nicht mehr so mitmachen oder Freude haben oder vielleicht die Augen verdrehen, wenn wir wieder mit irgendetwas von Gott kommen. Mega schön. Ja, jetzt noch an euch zwei abschliessend die Frage. Ihr steckt so ein bisschen mit drin irgendwo. Was habt ihr das Gefühl, was hat euren Weg auch vor den Kindern am meisten geprägt, dass ihr heute hier hocken könnt und so könnt von Gott reden und euch auf ihn berufen? Also ich glaube, dass Gott gleich da war, auch in den Zeiten, wo wir nichts mit ihm zu tun haben oder wo er keine aktive Rolle gespielt in unserem Leben. Und jetzt zurückzuschauen und zu sehen, dort war er, dort hat er für das geschaut, dort hat er das gemacht. Ja, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, über das Thema. Nein, ich habe das Gefühl, es ist wirklich das, was Natanja gesagt hat, auch in dieser Situation oder in diesen Phasen, wo wir keine aktive Gotteszeit hatten, dass eigentlich Gott gleich bei uns war. Das hat einerseits mega das Vertrauen in Gott, dass er uns nie hat fallen lassen, dass er treu war zu uns. Und andererseits auch immer wieder ein bisschen das Feuer angezündet. Und das hat sicher auch den Mut und das Vertrauen gegeben, dass wir jetzt heute hier hocken, dass mit dir reden vor so vielen Leuten. Und das hat sicher auch dazu geführt, dass das eine oder andere sonst noch geändert hat in den letzten paar Jahren, wo wir echt plötzlich so ein Vertrauen haben bekommen, ja mal, das ist der richtige Weg, auch wenn wir keinen Plan haben, wo der hergeht, heute noch nicht wissen, wo der hergeht, aber einfach, ja, Gott ist da und Gott ist treu. Amen. Gott ist da, Gott ist treu. Ich danke euch vielmals, dass ihr so offen und ehrlich geantwortet habt. Ich finde, das ist so ein Gewinn auch für die Gemeinde allgemein, wenn wir einfach miteinander ehrlich sind und uns zeigen, wie wir sind und wie der Weg mit Gott aussieht. Auch wenn er vielleicht manchmal für uns holprig ist, Gott hat uns im Blick, er ist da und fängt uns auf, wenn wir fallen. Und ich möchte das wirklich einfach allen zusprechen, vielleicht auch, wenn ihr als Familie jetzt gerade so das Gefühl habt, wir dürften das irgendwie noch mehr einbauen, fängt klein an. Es muss nicht gerade, weiss nicht was, alles umgesetzt werden, was ihr gehört habt, aber mit einem kleinen Schritt anfangen und das mehr und mehr integrieren. Und Gott wird das segnen und wird euch unterstützen dabei, damit es kann wachsen und der Glaube kann gedeihen. Sandro, gibt es etwas, was du der Gemeinde noch gerade möchtest mitgeben? Hast du noch gerade etwas auf dem Herzen? Ich denke, das Wichtige ist, dass man den jüngeren Teilnehmer der Gemeinde oder den jüngeren Mitgliedern, das heisst den Kindern und so weiter, nichts probieren abreden, was im Glauben anbelangt. Heute Morgen haben wir so
die Situation gehabt, ich bin im Bett gelegen, mir hat die Nacht wieder irgendeinen Nerv geklemmt. Und ich also denke, kann ich heute überhaupt herkommen? Kann ich hierher hocken? Kann ich reden? Tut es mir die ganze Zeit weh? Und dann hat Malia so gefragt, soll ich für dich beten? Und dann hat sie für mich gebetet und dann, nach dem Beten fragt sie mich, hast du noch weh? Nein, so, ja, noch ein bisschen, es ist schon besser. Ja, aber du darfst nicht mehr weh haben, ich habe jetzt gebetet. Einfach das Vertrauen von so einem kleinen Kind, dass wir einerseits ihnen das Vertrauen und den Glauben nicht absprechen und selber auch ein Vorbild dran nehmen. Ich denke, das würde ich sehr gerne noch als Abschluss mitgeben. Merci vielmals. Natanja, möchtest du noch etwas ergänzen? Ja, ich glaube, dem Glauben mehr Leichtigkeit geben und unsere Beziehung mit Gott eben nicht nach so starren Ritualen oder Vorstellungen muss sein, dass man Gott den ganzen Tag alles herlegen kann. Ich bete mega viel auch einfach laut. Und sie übernehmen es automatisch. Und ich glaube, da redet Gott ganz persönlich und tief mit ihnen. Merci vielmals dir. Noah, hast du noch etwas auf dem Herz für die Gemeinde? Ja, ähnlich wie Natanja. So glauben, wie es für dich passt und nicht so, wie dir jetzt jemand sagt, du sollst so glauben, weil das gibt es nicht. Merci vielmals. Ich danke euch drinnen wahnsinnig für eure Offenheit und eure Ehrlichkeit. Merci dir. Merci fürs Zuhören. Merci.